Es ist Freitag, der 24. April. Ich begrüße euch in der Landessprache unserer beiden Schwesterländer, Germania im Norden, Austria im Osten, wo man ja sagt, jetzt endlich verstehen wir den Schweizer Dialekt, wenn man uns so sprechen hört. Herr, gedenke doch an deinen Bund mit uns und lass ihn nicht aufhören. Jeremia 14, 21. Und der Lehrtext dazu, der noch ein bisschen ausführt, was es heißt, lass ihn nicht aufhören in dem Wort treu. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Was Gott nicht kann, das wird uns heute beschäftigen. Natürlich auch, was wir nicht können. Es gibt sicher einige Dinge, die Sie nicht können. Ich zum Beispiel kann schlecht Dinge wegwerfen, ich kann es nicht. Dinge, die einen Wert haben, die man mit Liebe hergestellt hat, die robust sind, die 3 bis 4 Mal ein IKEA-Möbel überleben würden. Da mache ich lieber eine Zusatzmeile und bringe sie zu jemandem, der sie noch brauchen kann. Oder auch Bücher, wie sie hier stehen, lieber in ein Antiquariat, als sie einfach auf den Müll zu schmeißen. Es gibt Leute, die können nicht aus einer bestimmten Reihenfolge des Menüs im Mittagessen ausbrechen. So war jemand bei uns, der muss in jedem Fall den Salat am Ende essen. Es ist einfach so. Es gibt Leute, die keine halben Sachen machen können. Ich sympathisiere mit ihnen. Es gibt hier und da jemand, der nicht zum Arzt gehen kann. Neulich hörte ich einen Mann, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, ist genau deshalb gestorben. Wir als Ehepaar, meine Frau Yvonne und ich, wir können den Tag nicht mit einem Konflikt beschließen, mit einem nicht abgeschlossenen Konflikt. Wenn nicht Frieden geschlossen ist, müssen wir halt noch eine Runde anschließen. Das haben wir uns als einziges versprochen in unserem Trauversprechen. Wir würden die Sonne nicht über unserem Zorn untergehen lassen. Wir haben es fast immer gehalten, vielleicht an einer Hand ist abzuzählen, wann das nicht gelang. Es gibt Leute, die nicht gut Ja sagen können und es gibt Leute, die überhaupt nicht Nein sagen können. Es gibt einfach Dinge, die wir nicht können. Wahrscheinlich gibt es sogar mehr Dinge, die wir nicht können, als solche, die wir können. Nur merkt man es eben nicht, weil man sie nicht tut. Wir sind ja eine Gemeinschaft durch Aushilfe. Die Menschheit ist so etwas wie eine Selbsthilfegruppe von Nichtkönnern. Immer ist man auch angewiesen auf den anderen, der das kann. Hier eine kleine Liste von Dingen, die Sie sich überlegen können, kann ich das wirklich? Zum Beispiel nicht zügig loslassen. Ich kann schon loslassen, aber es ist harzig. Nicht die Schuld eines anderen Menschen übernehmen. Ja, ich bin schon froh, wenn ich zu meiner eigenen Schuld stehen kann. Nicht konsequent das leben, was die Engländer sagen, first things first. Also die Prioritäten einhalten. Sich nicht unbeliebt machen können durch unbequeme Wahrheit. Das nur eine kleine Auswahlliste. Um es zu illustrieren, greife ich auf ein Erlebnis zurück als Vikarspfarrer. Es gab eine Weiterbildung, wie kann man diese angehenden Pfarrleute im modernsten Sprachgebrauch noch ein bisschen schulen und fördern. So waren wir eine Runde zusammen von etwa 20 Personen. Dazu kam noch der Hauptverantwortliche dieser Ausbildung plus eine Erwachsenenbildnerin, die uns lehren sollten, was ist gerechte Sprache. Gerechte Sprache heißt eine genderneutrale Sprache. Und die Predigt, die wir da erhielten auf einem Blatt, ein bisschen altmodisch, orientierte sich an dem, was Paulus sagte über Männer, über Frauen. Und jetzt ging es los, das Streichkonzert, die Dinge, die nach Biegen und Brechen anders gesagt werden müssen, und mir begannen sich die Haare zu sträuben. Erst recht, als die Diskussion, der Austausch losging, stellte ich fest,
ich kann nicht schweigen dazu. Es geht einfach nicht. Natürlich kriegt man vielleicht ein bisschen das Herzflattern. Das sind ja alles Leute, die ein Gewicht haben, insbesondere die Experten. Aber ich wusste, da muss ein Wort gesagt werden gegen diese große Dampfwalze der Gender-Ideologie, die alles plattwalzt, was Gott an Diversität in seine Schöpfung hineingelegt hat. Also legte ich dort meinen Protest ein. Ich konnte es auch belegen, selber als Vater von 3 Töchtern, 5 Söhnen. Ich konnte schon ein bisschen etwas sagen, dass es Unterschiede gibt, sehr wertvolle Unterschiede. Hier stehe ich und kann nicht anders. So geht es vielleicht auch Ihnen, zeitweilig. So ging es auch Martin Luther. Man legt ihm diesen Satz so in den Mund. Ganz genau so hat er ihn nicht ausgesprochen. Damals beim Reichstag zu Worms. Der Bann war über ihm schon ausgesprochen. Jetzt drohte auch noch die Ächtung des Kaisers. Also der Papst hatte sein letztes Wort schon aufgeschrieben. Luther hatte diese Bannbulle feierlich unter der Eiche verbrannt, außerhalb der Stadt. Die Eiche steht immer noch zum Gedenken an diese mutige Tat. Was er gesagt hat, kurz zusammengefasst eben mit diesem einen Satz, lautet so, und so wurde es auch protokolliert. Ich bin durch die Heilige Schrift überwunden in meinem Gewissen und gefangen im Wort Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch hilfreich ist. Gott helfe mir. Amen. Wenn schon Luther aufgrund seines Gewissens etwas ganz Wichtiges nicht konnte, nämlich über sein Gewissen hinwegschreiten, wie viel mehr kann Gott es nicht durch den Heiligen Geist, der ja die Tiefen Gottes, die tiefsten Tiefen Gottes erforscht, also sein Herzenswesen, seine innersten Grundlagen, sein Gottsein, seine Liebe. Die Reformation verdankt sich Luthers Unfähigkeit, das Gewissen zu übergehen, zu untergraben, zu verleugnen, zu verraten oder wie man dem auch sagen will. Die Welt verdankt ihr Heil der Unfähigkeit Gottes, sein Herz zu verraten und gegebenenfalls ein unerbittlicher Richter zu werden. Wir verdanken Gottes Unfähigkeit mehr als seinen vielen Fähigkeiten. Und seine Fähigkeiten sind uns vielleicht am Rand ein bisschen bewusst geworden, wenn man schon die Nase in ein Physik, Geologie, Chemie, Biologiebuch streckt und sieht, was diese Schöpfung alles beinhaltet. Wenn man jetzt aus dem Fenster schaut oder einen Spaziergang macht, was man ja darf in der Krisenzeit, bitte macht es auch. Und dann sieht man diese Fähigkeit Gottes, Leben zu erwecken, Leben zu gestalten, Leben zu erhalten, Leben zu vollenden. All das steht uns vor Augen. Das sind seine Fähigkeiten. Und doch, Gottes Unfähigkeit ist für uns noch viel wertvoller. Sie kostet ihn seinen Sohn. Sie kostet ihn sein Blut. Das Drama hat schon begonnen, als er uns die Freiheit gab. Er konnte nicht anders. Er konnte nicht anders, als den Menschen Freiheit zu billigen auf Gedeih und Verderb. Der erste auf der Erde geborene Mensch wurde aus diesen Gründen nach dem Sündenfall bereits ein Krimineller, ein Mörder. Das ist Gottes Unfähigkeit, auf Freiheit zu verzichten. So viel hat er bezahlt dafür. Das Drama hat sich dann vollendet. Und da sprach man ja wiederum vom Paradies. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er blieb bei seiner Liebe. Er war unfähig, diese Liebe abzustrampeln, hinter sich zu lassen und spätestens vor der Geißelung zu sagen, hört Leute, jetzt ist es aber genug. Ihr habt mich ja vor einigen Tagen als König willkommen geheißen, jetzt sehe ich, was ihr wirklich denkt und was ihr wirklich tut. Ich glaube, ich verzichte auf diesen Titel des Königs der Juden und will lieber der König der Heiden werden, denn da draußen werde ich besser behandelt als bei euch. Hat nicht sogar Pilatus gesagt. Habe ich nicht sogar zu Pilatus gesagt.
du hast weniger Schuld als dieser Hohe Rat. Gott also ist unfähig, seine Treue zu brechen. Er trug dann diese Krone als König der Juden, konnte nicht anders. Er kann beides nicht lassen. Er kann es nicht lassen, den Menschen die Freiheit zu geben, plus er kann es nicht lassen, den Menschen Gnade zu gewähren. In beidem würde er sein Gottsein verraten, würde er sein Herz aufgeben, wie nahe er oft daran gewesen sein kann. Er kann es nicht lassen, obschon dieser Widerspruch untragbar ist. Dieser Gegensatz ist praktisch nicht zu überbrücken. Trotzdem hält er daran fest und kann es nicht lassen. Und was sein Leben nicht zusammenbringt, das kann dann nur noch sein Tod zusammenbringen. Freiheit und Gnade. Und deshalb steht unsere Welt heute noch und sie dreht auch morgen noch. Und auch übermorgen wird inmitten der Krise, die wir ja haben, ein besonderer Gnadentag sein, wie jeder es ist. Denn Gott gibt uns beides und kann es sich nicht verbieten. Die Freiheit, all die Fehler zu machen, die Gnade, zu ihm zurückzukommen. Ich hoffe, es sind eben viele, die das immer mehr verstehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.